Mir hat sich das scheint, dass sie spazieren down und vertalen down. Und ich glaube, viele von ihnen, als die Zeit mit Kartje warst, weil die wollen nicht Leute nach einer Gelegenheit geben, um mal spazieren. So, ich will uns von dir bis weiter ermutigen, wenn wir diese Aunbädungslieder singen. Die wir sehen an den Screen. Und das sind dort, wie Matt singen können, aber auch von Hort Matt feilen können. Und wir wollen ein paar Lieder singen, wo wir wollen dort annehmen, was Jesus getan hat für uns. Wir wollen dort von Horten singen. Und so der nächste Part, was wir haben, dort ist, wir wollen eine Anbetungszeit haben, ich wollte Gruppen abkriegen. Und nur dort, dann wird Andy Unger, der wird sein Zeichniss mitteilen. Und dann Jake Enns von hier von Leamington, der wird uns mit einer Bootschoft dienen. Wir wollen dann noch einmal taub beten. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass wir können taub kommen, das Mana, und von dir hören, was du in uns schaffen lässt. Und Gott, ich bete, wenn wir nicht singen, dann du wirst annehmen. Und das wird, was wir wollen singen. Gott, wir wollen nicht von Hort singen. Merk uns Hort ab, sodass wir können von dir auch hören. Und wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen. Wenn ihr kennt, wenn wir abstehen, und wenn ihr glauben, dass du so Kraft von Jesus Christus in Blut hast, dann singt Lied mit. Wir wollen Leute singen, das Kraft in der Blut. Van al dine zinnen shall flee. Dus kroft en applaud, they see Hebrews in their stoel pretty. Jo, du hast kroft en applaud. Du hast kroft, wunderbare kroft en applaud, van Gott sin lov. Du hast kroft, wunderbare kroft en applaud, van Gott sin lov. Most du van all dina leidenschaft flows. Du hast kroft en applaud, en je van sinnes applaud att applaus. Jo, du hast kroft en applaud. Du hast kroft, wunderbare kroft en applaud, van Gott sin lov. Du hast kroft, wunderbare kroft en applaud, van Gott sin lov. Musst du uns beten in Bild ausschneiden. Du hast kroft en applaud, doch wenn ich von Sinnen der Nacht noch wie weit. Jo, du hast kroft en applaud. Du hast kroft, wunderbare kroft en applaud, van Gott sin lov. Du hast kroft, wunderbare kroft en applaud, van Gott sin lov. Einmal. Du hast kroft, wunderbare kroft en applaud, van Gott sin lov. Du hast kroft, wunderbare kroft en applaud, van Gott sin lov. So, wir wollen uns das Lied singen, der Kampf geht die, und das ist ein bisschen den Thema von der, dort wird immer wie vom Boy für uns haben, wo immer wir im Krieg stehen, Jesus ist für uns, Gott ist für uns. So, halb uns singen, das sind nicht Leute, was wir hier so nach gesungen haben, die wieder wollen, diese Buben sind. So, wenn ihr kennt, werden wir singen.
skjorten, dine løyve snu mig. Du er størst og færgten, fængt at jeg happy dig. Så var en kamp, når jeg er færdig. Jeg kan mine hæng, God, det kommer sen dine hånd, men mine angster, jeg færdig har. Jeg tænker den af, God, det kommer sen dine hånd. En man ny familie, hver kun en ny stund. Og Jesus, du er størst og mærlig for dig. Man måles frem i nu år sæt styr og gøde. Man er trits for mig, så godt, du sæt så lage grå. Mine angster, jeg færdig har. Jeg tænker den af, God, det kommer sen dine hånd. Og mig trøfler, du jes foransar. Tøjner konstonen, jene kroppen anden gar. Du skins en din skjorten, det vanskira komfar. Tøjner konstonen, jene kroppen anden gar. Og mange tøfler, du jes foransar. Tøjner konstonen, jene kroppen anden gar. Du skins en din skjorten, det vanskira komfar. Tøjner konstonen, jene kroppen anden gar. Så var en kamp, når jeg er færdig. Jeg kan mine hæng, God, det kommer sen dine hånd. Mine angster, jeg færdig har. Jeg tænker den af, God, det kommer sen dine hånd. God, det kommer sen dine hånd. Løv de har op dine jord stå forluten, og mine der op dine hånd mye på det moment hvor jeg gaper, hvor jeg mit ulej, hvor jeg ser på det skjønnhet på God. Min ganze Leben mir steht frihet. Min ganze Leben mir steht gut, so gut. So lang musst du mir erst leben, wo ich seh von der Schönheit von Gott. Dine stem har du lätt mig där att fria en dunkle natt.
dass du dich bis aus dein Nombre. Ich kann nicht so sein Bruder, ich kann nicht so sein Freund, und ich lebe in der Scheinheit von Gott. Mein ganzes Leben wie steht drin. Ganze Leben wie steht Gott so gut. Solange musst du wie erst leben, wo ich seh von der Schönheit von Gott. Deine Schönheit der an mich hängt herum. Deine Schönheit der an mich hängt herum. Ich lass mein Leben haben, ich sie haben gegeben, ich geb dir alles an. Deine Schönheit der an mich hängt herum. Deine Schönheit der an mich hängt herum. Deine Schönheit der an mich hängt herum. Mein ganzes Leben wie steht drin. Mein ganzes Leben wie steht Gott so gut. Solange musst du mir erst so leben, wo ich sing von der Schönheit von Gott. Wo ich sing von der Schönheit von Gott. Und wo ich sing von der Schönheit von Gott. Nimm's an. Aan. Wel, hier Marius, ik wil jullie ook al eens welkom heten en ik vraag me dat je een grote groep is. Ik weet dit helpen dat weer bij ons maken, als we dit in doen. En ten laatste, ik leef het dan wordt een beetje, wonderd we een beetje is, er worden veel komen, wat er wordt doen. Maar Fred en zei dat je zo'n grote groep die komen is. En ik weet niet wat van een bijzondere man je zijn wens. Je hebt een kracht en je een beetje nerveus maken. So, ja, we're going to be okay. Dat wordt alles schaffen. Ik wil je met je ook met mijn Zeichniss en dat is van mijn leven. Ik kan zeer andere geschichten meeste mensen hebben. En ik wil zijn van mensen met vrouwen dan, wat wist je van die leven zijn? Ik wil zijn, ik weet immer die goede jong. Ik probeer me immer zo op te stellen, ik weet die fijne jong. En ik denk me de velken broer met. Ik ben een klein beetje oppakken. Mijn naam is Unger. En ik ben mal in Belize geboren. Zeer fijne stad in de kolonie. En als ik ben 5 jaar werd, dan trokken mijn ouderen van daar weg. En dan trokken die naar Bolivia. Want mijn dad die wilde de kerk nu volgen. Of een beetje, die waren in zo'n land waar betere gelegenheden weer. En het wordt nog beter zijn. En dan trokken we naar Bolivia. En daar werd we bloos ganz arm. En dat kon ik ook denken. Ik werd 5 jaar weer aankomen. En we denken de jaren van Bolivia er nog goed. En we werden dus zeer arm. En ik kon denken, niet bloos met geld, maar in geestelijkheid. Het werden zeer dieste tijden voor mijn ouderen. Ik weet, die hebben dat allemaal metgedeeld. Dat door wird keine Hoffnung vereint. Und
Dad können alle Sorten fixen, die können alle Sorten reparieren, aber die Menschen, die hatten nicht Geld. Und dann kam wir nicht Geld an, und das wird ein bisschen sehr schwere Zeit. Dann ein Tag, als wir von der Schule nach Hause kamen, dann wir ein Fertig am Hof, ein Kochfertig, und dort wird für uns was Besonderes, wenn wir vorhin ein bisschen was Borges. Und dort wir ein Missionar von Kanada. Und die deelden dat met mijn ouderen, die deelden met mijn ouderen zo'n met wat die al lang niet gezegd hadden. En dat wird, wo zij worden zich kunnen bekeren en zeilig zijn. En wo zij worden kunnen geraad zijn. En mijn ouderen, mijn vader heeft er al veel met mij gedeeld, dat hij had al lang gezegd gezegd. En is dit missionaar dat met een metdelen deed, die wird voortschrijden not aannemen. En ik wil je zeggen, ik kan een onderscheid zijn van een vader en ouderen, wat dat niet kan doen, wat Jezus voor hen kan doen. En als die zich bekeren doen, den onderscheid. Maar we hebben zo'n wunderschöne onderscheid. Ik kan denken van jongere jaren, mijn dad die werd bij ons een beetje honks. En ik kan niet terugdenken dat we bloos wensen, die werd verdrießlich. En die had niet hoopning, en die wist niet beter. En als die Jezus aanneemt, dan wordt hij vrouw, en dan wordt hij veel maker, en dan wordt hij, die had hoopning. En dat wordt voor ons zeer bijzonder. Aber die Gemeinde in Bolivia, die können dort nicht annehmen, en dan wird nu wie Kampfsvreter. En dat moest niet. En wie weer bij de school wordt zo'n gezegd hebben ons, die zijn de kampsvreter. En dat wordt beschwander, en wens dat in dat land weer de economie bij den tijd zeer prost. En dat wordt dus schwander en schwander voor mijn ouderen. En schließlich dan louden onze vriendschap hier in Canada aan en aan zeiden, trek naar Canada, hier wordt het beter gaan en dan deiden die dort. 83 trokken die hier naar Canada gaan en wat ik moet van mijn jonge jaren zijn, ik ben immer in christelijk huis ik ben in christelijk hem opgewassen. En ik weer immer zo'n, ik wil dat nu volgen. Wat mijn ouderen zijn deden. Ik wil dat nu volgen wat in de kerk geleerd wordt. Ik wil mensen immer tevreden stellen. En als we naar Canada kwamen, dan vangen mijn ouderen voets aan in deze kerk te komen. We zijn immer in deze ene kerk geweest in Canada. En ik geloof, de eerste winter wat we hier waren, dan hadden die hier avond aandachten. En dan jeder avond, dan gingen de mensen naar Fern. Dan weet ik dan best zo, wat doen die? En een avond dan zeg ik tegen mijn mama, wo gaan die mensen alle heen? Wanneer ze naar Fern gaan, dan gaan die dus naar Fern en beten predigen en dan gaan die Fern eruit. Wo gaan die heen? Dan vertelde mijn mama dat die prediger die aanloden, wanneer entweder zich wil zich bekeren, leven in Jezus geven, dan zullen die naar Fern komen. En dan zeg ik, nou, kon ik dat dan van deze oevers, kon ik dat dan ook doen? Dan vertelde mijn mama dat een beetje wat dat mijn deed en wat dat aanhullen deed. En dan zeg ik, ja, ik wil dat ook. En dan den avond, dan voert we dan een beetje tijd in de kerk. En dan, ik wil niet wat nu die boodschap leren, ik wil voort. En dan ging ik dan, en ik verstond dat niet meer alle gans, maar ik ging dan met mijn mama tot de prediger en zei ik wil me ook bekeren. En ik werd bij 8 jaar oud als ik dat deed. Ik probeerde immer zo te doen wat mensen would tevreden stellen. Ik wil mijn ouderen niet een zware tijd geven. Ik heb een broeder, een paar broeder gehad, die werd het veel lichter. Mijn ouderen een zware tijd te geven, die kunnen nog geen aan zijn. En mij ging dat slecht. En ik probeerde immer nog zo fan te zijn voor mijn ouderen in het huis, dat mijn ouderen dat niet goed slecht komen. Ik
ik zei in de jugend, ik weet al voor allemaal in de jugend, mij brochten ze niet vrouwen, ik weet allemaal voor het rijden voren. Ik weet, als ik oud genoeg word, dan wil ik ook een jugendleider zijn. En als ik een gelegenheid had, dan wil ik ook zinnig zijn. En ik zei dit niet in pochen. Dat mich niet erg verstaan. Ik zei dit niet in pochen. Maar ik wil een goede mens zijn. En ik wil, door we aanmaken, de gelegenheid had, en doen en methelpen, door wil ik mens zijn. En ik deed ook. Ik had me voor vele jaren, buiten bevrijen, had ik me something zeer vergebeeld. En dat is, dat ik kon me gewasset verdienen op deze wereld. En ik kon me in deze kerk gewasset verdienen. En ik kon me voor God gewasset verdienen. En ik had die versen zo ver gelezen en zo ver van anderen gehoord, dat niet gaat, maar ik wil het te wenden. Want wanneer ik smakje niet goed zijn, God weet je alles. Dat moet het al zijn. En dan wordt het al zijn. Ja, de Andy. Wie had je die stukje gehoord van hier, waar de vriend voor God had en zegt, ik denk over de wereld en kijk en zegt God voort, hast mijn nu voor je bemerkt hier. En ik heb mijn beste zo'n beeldje gehad. Dat God would somewhere would God voor de engel zijn, of vielleicht even voor de vriend zijn. Hast du mijn kind onderwijs zijn? Wat voor fijne mens dat niet is? Dat is in de school leren, die helpt in de jugend, dat is een jugendleraar. Die heeft zich ook nog een smaken met jou van blies bevrijd. Ik had mal een gelegenheid, dus ik uit de hogeschool richtkwam. Dan had ik de gelegenheid met mijn vader te opschaffen. En dat heeft me zeer schön gegaan. Ik deed dat voor vielleicht een 5 jaar. En ik heb dan gedacht, ik wil maar einfach mal zijn, mijn leven, dat is meer perfect voor mij. Ik had alles wat mij veelde. Ik werd een goede mens. Ik had een vader wat een diakon was. Dan werd hij nog een prediker. Mijn broer werd een prediker. En dan schließlich dan had ik nog een schwervader wat ook een diakon werd. Ik moest mijn smaak opstellen. Ik had niet, anderen werd niet meelig. Ik zag van mijn dad hulp. En ik kon zijn, en ik wil dat hier niet zijn ten pochen. Maar mijn dad is ganz anders als ik en een weg. En dat is veel dollar miljoen vallen als ik ben. Ik ben een beetje een blauwe muts en die wordt veel stiller zijn. Ik kon zijn in die 4 of 5 jaar, vielleicht wie 4 jaar top, waar ik met die top geschafft heb, ik word op een hand kunnen talen. Wo der een slecht woord gebracht had, waar ik geen, dus ik het niet goed wel nu vertalen. En ik deed mijn broer met dat. Wanneer ik woon in die company, we schaften mijn gravel company tot, wanneer ik ween voor voren deed, mensen die hebben die daar, fijne man. En dan maak ik een fehler. En dan vond ik aan te denken, ja, en ik ben ook een fijne mens ween dat. Ik heb die zaten allemaal alle fijn nu gevolgd. En ik ben een fijne mens ween dat. Maar dan in 2003, mijn dad had allemaal een droom. En in 2003, dan kwam dat. En dan werd die droom volbracht. En dan loodden die aan en mijn mama aan. Or kreuden die dat die wouldn't terug naar Bolivia voor en missionair zijn daar. En die namen dat aan, en die deden dat. En in 2003 hield mijn dad nu bij de company op en trok die weg naar Bolivia. En in Engels würden ze zeggen, my life fell apart. Mijn leven kevelde ze mij uitnemen. Nu kon ik me niet meer op den zin van het leven opstellen. Nu wordt het bij de arbeid zwaar, want nu moest ik alleen zijn. En ik werd zeer alleen. En dan word ik opeens aan dat het leven wat mijn vader
Und meine Eltern immer hatten für uns gewesen. Dort würde nicht fair sein, was von Mensch auch wird sein. Und dort würde auch nicht fair sein, was ich in mein Hort wird haben. Mir ging die Arbeit nicht mehr erscheinen. Und dann vielleicht auch die Company auch. Ich habe verschiedene Städte geschafft, aber mir ging das schlecht. Und ich sage, nicht, dass mein Dad wegtragen hat. Ich bin da noch befreit. Aber mir ging das schlecht, wenn ich wird eindenken, was ich werde eindenken an. Und dort wird, dass mein christliches Leben, die lang nicht dort, was ich Menschen immer hat probiert zu bilden. Ich habe viele Jahre sehr schwer durch muss bei dort. Ich fall in, ich weiß die Jahre nicht ganz mehr flott hier in Bastia, aber ich fall mit Zeit fall ich in eine sehr tiefe Verlegenheit an. Und ich kann das meist nicht annehmen. Ich bin kein Christ. Ich fühle jeden Tag nicht, jede Werk nicht Kirche. Ich habe für so viele Jahre ich in diese Kirche gedacht, wo kann ein Mensch dort so weit raufkommen und so bedrückt sein und so traurig sein. Englisch sagen sie depressed. Ich werde bloß einfach depressed. Und wenn ich bei uns Menschen von dort reden, die würden kurz eindenken zu mir sagen, die sagen, das ist nicht möglich, du bist ein Christ. Wir haben unsere Kinder in der Sinnerschule alle Jahre haben wir gelehrt. Jesus ist die Antwort. Wenn die was schlecht geht, was ist die Antwort? Jesus, nicht so? Haben wir unsere Kinder immer gelehrt. Und die sollte ich hier führen in dieser Kirche. Und dann habt mir die Antwort nicht mehr an. Weißt du, dann kommt der Sassbärmann, dann kommt die Feind an und sagt, ja, all die Jahre, was du für Gott geschafft hast, meint nichts. Das meint nichts. All die Arbeit, was du getan hast, hält nichts an. Hält die nichts. Ich werde bei dir, die einzige Ursache, was ich in diese Kirche komme, ich würde mich schämen, den Minimum zu sein. Ich will diese Weg nicht vor. Aber ich sollte am meisten dort sein, Jana, die letzte Rede, du sollt ich mit unseren Kindern taub. Und die Fußes, die haben Amen gesagt, und ich zu der Rede, und ich geführt. Weil ich will hier nicht ein Mensch begehen, betroffen in dieser Kirche. Ich war durch all dort an. Wo flach. Ich glaube, das ist das rechte Wort. In Englisch würden sie sagen, how shallow my faith was. Wo flach, dass man mit meinem Glauben gewasst wird. Ich hatte für so viele Jahre Träge, hat ich abgehört mit Gott Segen. Vielleicht hast du auch nicht das rechte Wort, aber wie soll jeder Tag soll wie Gott segnen. Jeder Tag soll wie in die Schrift gehen, in wahrer Freude, Herr, was wirst du von dir zu mir sein? Ich habe das vor vielen Jahren nicht getan. Wenn ich habe die Antworten alle, wenn ich da in Janus Stuf boven Sinnerschule haben deed. Über 15 Jahre, was ich durch Sinnerschule haben deed. Ich habe die Antworten alle. Und ich habe eins nicht gehabt in der Minus. Ich werde bei der Arbeit ermutigt. Ich werde thuis ermutigt. Keine Ursache, keine Schmacke früh. Zwei sehr feine Kinder. Sehr feine Familie an mich, alle Wege. Ich saß hier einen Tag in dieser Kirche und dann talte ich mir das am besten, Eva, du hast nicht ein Mensch in meiner Familie und auch nicht ein Mensch in meiner früheren Familie, was du nicht Jesus angenommen hast. Wo kann ich so ermutigt sein? Und dann muss ich das schließlich. Und ich habe hier in dieser Kirche gesessen und ich habe bei der Arbeit gewesen und ich habe Gott gefragt, Herr, wies mir dort, was ich erreicht habe.
Wat zal ik doen dat ik kan vrouw zijn? Die zingen in de kerk van vrouw zijn en die predigen van vrouw zijn. En wat moet ik doen dat ik kan moed gaan? Ik volg mijn best, wie kan die geschichte alle van Elia. Je hoort nu dat hij een grote wunder van God gezien had. Wat God vuur opbrengt en dat alle verbrandt wat hij had opgesteld. En dan de profeten van de vriend worden alle doodgemaakt. Groot wat God voor hem deed, voor de king van Israël deed. Wat deed hij? Wat is het nächste ding wat hij deed? En zeg je, Jezebel, ik wil die dood maken. Zo weg. En hij wordt vielleicht denken, die wordt han zo zeggen, du wirst mich dood maken? Hast du das nicht nur zu sein, was hier anging? Du wirst mich dood maken? Laten we dat maar uitproeven. Voor mijn God, laten we dat maar uitproeven. Maar hij klaagt uit. En ik volg me krijg zo. Ik had in mijn leven zoveel gezien wat God voor mensen gedaan had, voor anderen gedaan had, voor mij gedaan had. En dan weer mijn ouderen in Bolivia. En we vonden die velden en die vertelden van wat voor een grote wonderen God daar in Bolivia deed. Ik geloofde het. Ik kon dat niet meer geloven. En wat deed God? God ging den hier aan en zei, hier, wo bist du? Wat deed du hier? En schließlich dann kam Gott mir hier an. Nicht schließlich, aber Gott kam mir hier an und sagte, Andy, wo bist du? Was deed du? En dan moest ik dat aannemen. Ik wil God zijn leven niet verdienen. Ik kan nog zo zeggen schaffen. We kunnen jeder weg ons dit gaan. We worden ons dat nu niet verdienen. Gottes leven is toe al. En ik moest dat aannemen. En dat heeft mij meer dan 40 jaar geduurd, dat ik dat schließlich moet kunnen zijn. God zijn leven kunnen we ons niet verdienen. Ik heb vaak in zo'n versen gezien, dat is Römer kapitel 12, vers 2, waar het zegt dat we zullen de wereld ons niet laten ändern, we zullen niet gemerkt zijn en we zullen een frisches leven hebben. En ik dacht immer zo, wo kan ik dat niet doen? Ik had also veel niet gehoord. Excuse me. Ik heb die versen zo veel niet gehoord, ik had zoveel boodschappen van euch gehoord en ik wist mir das nicht mehr droht. Mir ging das Leben so schlecht. Ik kon met Ben metvallen, want hij zei dat ik would niet gedacht hebben om zelfs het leven nemen, maar ik heb verder zo gedacht. Maar ohne mij würden ze ganz fertig worden. Wenn ich nicht mehr auf dieser Welt werde, da wird kein schon sein. Und die Feind, die kämpft dann an. Ich habe das beleefd. Dann kämpft die Feind erst mal an. Und ich sage einen Tag, ich wist nicht mehr rot, ich sollte bei der Arbeit und ich sollte bei den Dach, ich prache, ich sage, Herr, die muss mir mal sein. Ich konnte plötzlich nicht mehr tun. Und dann kam dieser Vers über Deel, und wie kann die vielleicht alle sehr gut. In Epheser, Kapitel 2, 1 bis 10. Dann sagt es, wir sind tot in unseren Sünden. Als ik raaklijk, want mijn vader een prediger is, mijn broer een prediger is, en die kan alle in Ram zijn. Als ik raaklijk, we zijn dood in onze zin. En dat is door Gottes genade, dat we gered zijn. Dat is geen weg. Ik wil je van de motto spreken. Ik heb met vele gereed, en er zijn some van hier bij. Die wurden gesagt haben,
Ik heb van mijn ouderen niet wat goed geleerd. We hebben ze allemaal te niks gemerkt. We hebben ze allemaal doorgeklinkt. Want mijn voeder nog maar wat wist, dat weer met de hand of met de vuist. Mijn dad, dat zal je moeten zijn. Ik heb niets van mijn ouderen geleerd. Dat is niet wat die merken wird. Sorry, dat Engels, dat Duitse woord niet zijn, aber in Engels würden ze zijn. That does not define who you are. Dat sagt nicht fair, wer du bist, wo sie die mal behandelt haben. Krak ze ook niet, is wat ik hier in deze kerk alle gedaan heb, dat mij dat niet würde raden. Gottes Gnade. Gottes Gnade. En dat deed me even 40 jaar. Dat ik dat maar kan zijn. Nou, niet even 40 jaar. Maar ik 40 jaar weer. Dan kan ik dat een dag maar zijn. En dan hoor ik al andere arbeid. En dat we bij een Greenhuisfarm. En zo wat Greenhuisfarms kan. Die weten dat wanneer een boiler draaien dat. Toen kost ze bezig meest niet hier. En dan stond ik bij een boiler. En dan, die boiler, die braal, ze zei, einer kan schreeuwen en dan wordt het meest niet meer horen kan. En dan harkte ik, en dan kan ik dat ganz klar horen. Krijg is hier, als Elia dat in wildnis hier en daar, dan kwam er een zeer stille stem en zei, ik ben hier met die taub. En mijn lijf, dat reikt ook met die. En als ik door in die boilerroom stond, dan zei ik me ganz klar, Andy, du warst die dort nicht verdient. Ich hatte das Fertig in der Sinnerschulklasse gesagt, und das ist ein bisschen, laat vielleicht ein bisschen arschelig, aber ich würde Jugendflecken sein. Weißt du, wo sei Gott die Leben det? Weißt du, was von der großen Leib Jesus Christus für die hat? Ich würde dort wiesen. Der würde sie nur uns dort ausstragen. Für jeder einen von uns. Dat wordt te zijn dat wordt van mijn stuurbaas. Ik hoop, je kan dat van jou alle zijn. We zijn opgebeut in Christus. Jezus Christus is aan wat we buren doen. Niet wat die dad moet die gezegd heeft, of wat ze die bij de arbeid vielleicht behandelen doen. No. Jezus Christus hat gesagt, was von Mensch du bist. Und wenn die der einzige Mensch hier auf dieser Welt, wo sie war, sind, und der einzige Weg würde sein, der würde sich auf das Kreuz handeln hängen. Für die. Ich bin sehr froh, die hier sind. Und ich hoffe, dass wir können dort annehmen. Wir sind Deutsche. Und das ist de Dietsche, für die Dietsche hier abgestellt. Und ein Ding, wenn ich mit Dietsche Männern reden doe, ich hier meist mal ein Ding, und das ist, meist alle überreden. Ich sage nicht viel Wort. Mit mir ist es nicht. Und dann was tun wir? Dann tun wir auf verschiedene Wege, kriegst es auch da. Vielleicht sagen wir, sei driest, oder sei Beruf, oder sei Stell, und proben uns zu verstärken. Because wir glauben dort, was die Feind uns probt zu sein. Wobei ich ja will von dir das sein, und dort ist, Jesus seine Leib für Jünd, für die, ist sehr groß. Kijk bloß mal an, wenn wir vielleicht auch noch so ein Schlag, die tun haben in uns Leben, und die wirst vielleicht sagen, no, Andy, du weißt nicht. Du sagst, du hast alle Sachen gut zu tun. Wenn ich dir mal alle vertellen, was ich von Schlag zu tun habe, da wird eine andere Geschichte sein. Dann will ich bloß sagen, ich kijk mal nach Petrus. Jesus sieht ihnen ganz klar, was er wird tun. Und ich würde auf den Probe kommen, du warst mit Fuß. Englisch sagen sie deny. Die warst dort verlegen, dass du mich kann das. Oh, no, sagt Petrus, ich war mit die Taub gestorben. Und was hat er?
So voelt ze dat eenmaal de vrouw weer dan, oh, die kan ik niet. En wat deed Jezus met Petrus? Hij ging onbedenkt naar de nu, is hij alweer afverstaan. En ging naar de en zei, Petrus, leefst u mij? En dan zegt hij, ja. En dan zegt hij dat, 3 maal vraagt hij dat, waarom? En hij wil Petrus dat wezen. Ik had die vergeven. Du hast nicht eine Sinn, was ich dir nicht kann vergeben. Und das will ich von dir alle, jeder von uns sein. Jesus sagt fair, was von Mensch du bist. Thank you. Dankzij Andy voor David Mattdeel. Ik ken Andy voor langere tijd al, van 4 jaar en 3. We hebben ook voor dezelfde company gezocht in tijd. En dit wordt van Amha helemaal niet gewist. Maar dat redt zij te mij en dan denk ik zo, nu wil ik al een huis voor en kan bloos op dit nu al. En dat wil genoeg zijn voor mij. Ik ben vrouw van Deus maar hier te zijn. Het is een goede gelegenheid en ik ben zeer dankbaar voor deze gelegenheid. En als Quentin, mijn vrouw, deed, was ik hier dan reden van Deus Mars. En ik vroeg hem, wat is de timer? En dan zei hij, dat maandag, God neemt ons aan. En dat alle wat we hier doen, dat reden alle doen aan. En hij geeft me een schriftafschnitt, waar hij ik van reden zal. En ik wil dat doen, dat is in Römer kapitel 8. Maar ik wil een paar beste bemerkingen maken, wie door gaan doen. Wir haben geredet von, wir wollen nicht in lange Pietz gesagt haben, wir wollen Frau sein und so weiter. Mir Fall war bei von Schaufjahr und 3, da wollen ich meine Früh und meine Schwester und seine Früh wollen in Vacation haben, wollen von der Reise fahren und dort wird stout im Frühplan, was Monat im Frühplan und dann wir verschiedene Dinge, die mussten reinmerken, dann was ist ja, wir reisen beiden, dann einmal sagt man es do, Dach, ich mein schwer, und dann vertalen wir davon, und einmal seht ihr so, durch die Freien habe ich auch als Schein gegangen. Und für mich, das Satz bleibt mir satten. Wir freuen uns so, den Vacation, wir würden haben. Die Vacation wird schein sein, dort bleibt wie uns. Wir freuen uns das. Und das heißt dann sein, der durch die Freien habe auch als Schein gegangen. En ik had veel van nooit gedacht wat hij zei. En die dag, wo wir ankommen, dann ist das. Vrij wie uns zu der Ewigkeit. Vrij wie uns zum mit Jesus zu wandeln. Dort mit Jesus zu sein, ist Schein. Vrij wie uns zu tun. Ja, das Schein, das zu freien. Das ist wichtig, dass wir das dort non checken dann. Wie wollten dort das Andy sein, wir sind alle welche Hinsichten haben wir genug bedürftig? Einer ist hier, einer da. Wir sind nicht vollkommen. Und wenn ich vielleicht einer oder andere gedacht habe, dass immer sein Bestes getan ist, immer gehorsam gewesen, auf keinmal die Eltern ungehorsam gewesen, auf immer sein Bestes getan, ich bin jung bekehrt, mit einmal ein Tag mit dem Mensch dankbar kommen sein, okay, ich sehe nicht vollkommen, und die Gedanken, die ich sehe, dort wisst all, dass ich nicht sehe. Und das ist wichtig, dass wir von uns so denken, dass Gott von uns denkt, dass wenn wir unsere eigenen Gedanken utarbeiten, wo Gott an uns non denkt, dort kommt Kart. So, wo denkt Gott an uns? Und wir haben viel gehört, woher an uns denken, aber ist Gott mit uns enttäuscht? Oder ist Gott, dass wir sein, mit uns disappointed? Hij weet goed, wo uns dort geht. Hij weet graag, wer wir sind. Hij weet veel beter am ons wie zelfs doen. Das sind beste Dinge, wo wir uns mal klar sind. Gott denkt nicht so an uns, als wir würden sein, die Welt tät, oder mit menschlichen Aussichten und so weiter. Gott denkt sehr hoch und sehr viel von uns. Wenn dort nicht so wäre, da würde nicht an sein Leben gegeben durch Jesus Christus an uns helfen. Wir sind fehlerhaft, aber Gott ist vollkommen. Und dass Gott Menschen mögt,
dann seht ihr über das sehr gut, das sehr fern. Aber wir weten, das bleibt nicht sehr fern. Meistens, als gottliche Menschen gemerkt haben, dann atmen einfach die fallenden Sünden und dann mussten sie in den Garten raus und dann wird es nicht mehr erscheinen. Ich habe eine Erholung mit einem Mann, und er war ein Mechanik, dort wir seine Arbeit, und er hat von dieser Sachen bin, und einmal sagt er zu mir, ich gleich nicht eine Schmied schaffen. Dann hat immer andere ihre Twänge Sachen für mich. Und ich kann mal sagen, doch, da wir an uns selbst vielleicht mit so anchecken, oder da andere an uns so anchecken, oder wo da wir uns bekecken. Aber ein Ding ist klar, wenn immer wir tun, Gott das nicht so steht. Gott guckt an uns so an, wie sind seine Kreatur, wie sind seine Schöpfung. Er sieht, dass wir sehr gut, als wir dann unsere Freiheit brücken, zum Sinn fallen, dann wird er das Gesetz ausarbeiten, was wir nicht nur kommen können, aber uns wissen, was Gott seine Herrlichkeit bedient hat, was er ist. Und dann schickt er sie in Jesus, um den Sinn zu betonen, was wir nicht betonen können. Wir als Menschen leben für uns Prost, leben dort ist so. Aber jeder einer, der wird geboren wird, ist wundervoll, und Gott gemerkt, dass wir schon die erste Botschaft hier in Leiden. So, wo denkt Gott von uns? Die Schrift sagt uns, was von uns denkt. Wir sind sein Ebenbild. Und das wir schon auch hier, denn Gott merkt nicht Fehler. Er merkt nicht Schuld, er merkt nicht Prall. Ein Weg, wo ich das versuche, manchmal uns ein bisschen klar zu merken, wo hoch Gott von uns denkt, das ist dessen Weg. Zum Beispiel, wenn einer von Ihnen würde vielleicht ein sehr schmackiges Portrait, sagen wir auf Englisch, oder ein Wandbild merken von sich selbst, und der würde mir das Bild geben, als ein Freund, und sagen, hier ist ein Bild von mir, man mir denken. Ich würde ein Haus fahren, ich würde das Bild an mein Haus abhängen, dann würde ich das Bild an der Wand hängen haben, dann könnte ich die als Freund da sein. Einmal, dann würde ich vielleicht ankommen, dann würde ich sagen, ich brauche das Bild zum Abziel schalten. Was würdest du von mir denken, wenn ich an dem Bild entscheiden würde? Du würdest sagen, das ist nicht reich. Oder ich denke die nicht. Ja, du das. Wenn wir uns selbst raufstempeln oder uns selbst verachten, dann do wir das nämlich mit Gott. Du musst wir uns dann denken. Wir sind nicht, wenn ja aus Gott sagt, dort wir sind. Wir sind bei Gott sehr hoch angeschrieben. Wir müssen da abpassen, dass wir das dort nehmen dann. Was Gott von uns denkt, teilt alles. Was die Welt von uns sagt, das teilt nicht. Wenn wir einen herrlichen Wandel leben und unsere Gehorsamkeit ausleben für Gott, dort wo wir keinem Fall kommen dann, und daher brauchen wir genug, ich an uns Dach, was wieder vertalen, einer von unseren Freunden am Dach sagt, die Genot ist es in Gruppen, die wir können die haben. Und wir können den Himmelarig haben. Ich habe mal gesagt, wenn wir von Genot reden, Gott ist uns gnädig, wenn es heute gnädiger Gott ist, nicht wenn es wie so gut sind. Gott ist, wer er ist, und er achtet uns, wenn er uns gemerkt hat, wir sind sein Eigentum, wir sind sein, auf Englisch sagen wir Property. Aber das viel mehr als dort, wir sind seine Kreatur, wir sind sein Ebenbild, haben uns gemerkt, für seine Herrlichkeit. In der Schriftaufschnitt wird könnten wir eben hier von der Römer Kapitel 8, und ich werde das von Vers lesen. Ich werde ganz deutlich lesen, ich werde einzelne Versen lesen, und dann werden wir uns zum Morgen übermerken. Paulus Schrift ist das an der römische Gemeinde. Er hat viel gesagt von, wer Gott ist und wo herrlich Gott ist und so weiter, und was Jesus getan hat. Und sagt in Römer 8, Vers 1 sagt er so, dann ist nun nicht mehr zu verdammen an die, die in Christus Jesus sind. Die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so ist der Geist das verlangt. Der Geist, der durch Christus Jesus leben hat mich durch sein Gesetz von der Sünde in den Tod sein Gesetz frei gemacht. Das Gesetz ist, dort stimmt. Aber ich bin frei von das Gesetz. Das Gesetz, das hat nicht mehr eine Hold an mich. Vor dem dort ein Mensch im Glauben durch Christus kommt, ist der Mensch ohne das Recht Gottes in der Sinn, dort stimmt. Aber wenn der Mensch nur Jesus kommt, in der Erlösung annehmen wird, dann ist er frei. Dann fängt der Mensch Vergebung und der fängt Frieden. Und wenn der Mensch Vergebung hat, dann ist der Mensch los von der Schuld. Die Schuld ist dann betont. Der ist nicht ausgelöscht. Mir ist der ausgelöscht, aber der betont ist, ich kann mal sagen, der Sinn selbst wird nicht vergeben. Gott hat nicht Sinn vergeben. Er vergibt mir, aber die Schuld für den Sinn fordert er das für und dort umtritt.
Er sagt wieder in Vers 3, sagt er so, in Vers 3 in Engfall Vers 4, wo das Gesetz nicht tun können, weil es dort durch das Fleisch geschwagt wird, dort deed Gott. Er schickt seinen Sehen in Menschengestalt aus dem Opfer für die Sünde und verdammte Sünde im Fleisch, dort es an uns konformig gebracht worden, wo das Gesetz verlangt, dass wir nicht so leben, dass das Fleisch verlangt, aber so, als der Jesus dort verlangt. Weil das Gesetz ist noch keinmal das Problem gewesen. Das Gesetz ist nicht das Problem. Das Gesetz ist reich, das ist herrlich und das ist gut. Aber das Gesetz hat keine Kraft zum Losmerken von der Sünde. Ein Beispiel, was wir uns feststellen können, ist das. Wenn die Fliegen wach fahren, das 10 sagt durch das Schrift 80 Kilometer der Stunde. Dort ist, wo das Gesetz ist. Was kann das Gesetz tun, die bemerken oder bemerken, das Wegen, dass die über 80 fahren? Wer fährt nicht 90? Das Gesetz kann nicht tun, wenn du zu sehr fährst, wo die Polizei dir abholen, ein Ticket geben, aber das 10 ist das Gesetz, das 10 hat keine Kraft. Das Gesetz, was Gott in der Schrift hat, was sagt, was wir tun sollen, das ist herrlich, das ist krank, das ist vollkommen, aber hat keine Kraft, uns die Kraft zu geben, dort zu tun, was reich ist. Und wenn wir in freie Wellen haben, sind wir alles Sünder, wir haben alle Fehler gemerkt, wir merken Fehler. Aber um Gott sein Gesetz zu holen, braucht wir das Wort. Wir können das nicht mit uns selbst. Also Gott schickt Jesus als ein Mensch in dieser Welt, das Gesetz zu erfüllen, zu holen, und wir haben dann am genug, weil wir Buße tun und wir nehmen an, dann sind wir für Gott gerecht. Das ist sagen, dass das Gesetz ist nicht das Problem, das ist nicht das Problem. Und das Gesetz ist noch für dich gut. Und was, fragt man vielleicht, was ist dann das Gesetz? Jesus sagt in Markus Kapitel 12, Vers 30 und 31, sagt, das Gesetz ist das. Du sollst den Herrn dienen Gott, vom ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken und all deine Kraft Gott sein. Das ist das wichtigste Gebot. Das zweite ist das. Du sollst den Nächsten so gut sein als du selbst. Du hast kein geratenes Gebot als diese. Das ist der Grund von Gottes Gesetz. Und an das hängt all das andere. Aber das ist kein Mensch, der das ganz not kämpft. Wie kommen alle Kart? Jemand sagt, wenn ein Ziel scheiten ist, oder wenn du ein Feld scheiten hast, vielleicht merkst du, wenn man mit Laufbeck der jeden. Und er hat Mäßkrack getroffen. Mäßkrack. Well, das kriegst du uns lang nicht. Der Feld fliegt weg. Wir kommen alle Kart. Keiner kann sein, er ist vollkommen. Dort, wo es so wichtig ist, dass wir uns an Jesus holen und von allem genug schreien, die wir brauchen in das Leben. Jesus bringt eine Veränderung an das Leben und wenn wir die haben, dann können wir mit am Gehen. Und wenn uns Verlangen ist, nur dort, was Gott gefällt, dann leben wir nicht nur dort, wo das Fleisch gefällt. Die Fehler werden wegen kommen, aber Gott ist nicht genug bedacht dort. Das darf niemals nicht sein, dass ein Mensch sich getrocken fühlt, und er fällt Dämonen vom Geist, aber der fängt das schwer, sich dann zu entscheiden, aus der Welt Jesus nur folgen. Das Verlangen ist da, aber die Genugburg wird damit, das wird nur gehen können. Du wirst mal so eine Wiedergeburt von Menschen sagen, na jo, aber wenn ich mich dann bekehren will, oder wenn ich von Jesus drehen, dann will ich vielleicht mal, ich kann das tun, oder kann ich mal dort tun, und dann mag ich das abgeben, mag ich das abgeben. Ich sage nochmal, wenn wir das dort denken, dann ist die Frau nicht reich. Wenn dort wieder uns die Frau ist, dann kicken wir in die rechte Richtung. Wenn dort bei uns die Frau ist, dann haben wir noch nicht ein rechtes Verständnis von Gottes Not. Die Frau ist lieber, wenn ich mich bekehren, wenn ich mich Gott geben, wo kann ich mich an Hand opfern und Sacrifice senden? Die Sache ist das. Wir müssen uns von uns selbst loslassen und uns ganz Jesus übergeben und uns danken, dass wir Jesus auf das Höchste sagen. Wenn wir noch besorgt sind über irdische Dinge, die wir weiten, wie nicht tun sollen, oder die uns schwer merken, oder zweifelig merken, oder raufbringen, dann haben wir unsere Augen noch nicht ganz auf Jesus gedreht. Dann müssen wir uns frisch noch umdrehen. Paulus sagt wieder in Vers 5 in Kapitel 8, sagt er so, die noch fleischlich sind, beschäftigen sich mit dort im Fleisch gehört. Die über die den Geist haben, mit Dingen, die vom Geist kommen. Wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt, für den meint er die Tod. Das ist ein Ding, das wir in das Leben keinmal Vorrecht bringen, oder Fall bringen, oder ganz erfüllen, was wir in dem Himmel reisen wollen. In das Leben wird das immer ein Kampf sein. Die Welt, worin wir leben, die versteht es nicht. Da viel unterbeiden, was sehr antragend ist, was sehr mehrkräftig ist, aber das bringt uns den Tod. Wenn das irdische und das tägliche ein Nuste ist, Paulus sagt, das bringt den Tod. Das ist kein Leben und das, was die Welt zu beiden hat.
Er schreibt wieder in Vers 6, der letzte Part, sagt er so in Vers 7 noch, wer über den Geist hat, von dem meint dort Leben in Fried. Wer fleischliche Sonnen ist, der ist feindlich gegen Gott. Wie das Fleisch nicht Gott ungedoen ist und nicht kann, wann er noch will. Die noch im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das sind bloß zwei Seiten, wo wir verschaffen können. Wir können weder für Gott schaffen oder für Menschen. Aber für Gott schaffen wollen, er sagt uns dort, Jesus liegt das sehr klar, dort meint ein Kreuz auf uns nehmen, weil das Fleisch können wir nicht die Welt lassen. Als Jesus auf dieser Welt leben, die dann Menschen wollen am noch nur folgen. In ihrem Mal sagt er zu den Menschen, wer mir nur folgen will, der muss sich sein Kreuz auf sich nehmen und mir nur folgen. In der Kreuz, wo Jesus von reden wird, dort ist nicht, eerlijk, dat is niet inhoudelijk in het dat weet wie goed. Maar dat is niks in de dingen wat ons passieren doen, wanneer het schwer is. Zum Beispiel, waar we zijn, ik heb vielleicht mijn arm verloren. Dat is schwer. Dat is niet een Kreuz. En ik heb vielleicht een Eigleit gehad, kan me zeggen verwond oder verletzt. Dat is ook niet een Kreuz. Wat is dan een Kreuz? Een Kreuz is, wanneer ik naar omstandigheden begegende, wo ik een entscheiding treffen moet, als ik wat Gott nog doen, oder mijn Fleisch nog doen. Dat is een Kreuz. Wanneer ik dan entscheide, dat ik wat God zien waar ik gaan en er staat mijn ene waar, dat is een Kreuz. Dat passiert in vele Hinsichten aan. Dat passiert bij de arbeid, dat passiert in de Ehe, dat passiert in Heim, zwischen morgen en früh. Gott nur folgen, oder mijn ene Dank nur folgen. Een Kreuz is, wanneer we God willen doen, wat am gefällt, hecher, als dat we ons jankeren dat en Fleisch nur. En dat is een entscheiding, wat we treffen moeten. De verzekering is immer door, ons ene echt nooit te gaan. Und von uns selbst dorthin wird uns jankern. Ein fleischliches Leben, dort bringt uns nicht nur an Gott. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 5, wir können nicht zwei Herren dienen, bloß ein. Und wieder redet Paulus über ein tröstendes Wort der römischen Gemeinde. Er sagt in Vers 9, sagt er, aber je sind nicht im Fleisch, je sind im Geist, wenn Gott sein Geist wirklich an ihnen wohnt. Wenn aber irgendwer nicht Christus sein Geist hat, da ist dann auch noch einer von der, da ist dann auch nicht einer von den Singen. Und wenn Christus in jünd ist und der Körper dann auch durch die Sinn tot ist, so lebt jünd jetzt am die Gerechtigkeit haben. Aber wenn dem Sinn jetzt in jünd wohnt, der Jesus vom Tod abwirkt, dann wird der Christus Jesus vom Tod abwirkt, jünd stofflicher Körper auch weiter zum Leben bringen, durch seinen jetzt, der in jünd wohnt. Das ist eine Versicherung, auf Englisch sagen wir Insurance oder Assurance. Das ist eine Versprechung. Das ist eine trostvolle Wert. In dieser Welt hat Gott seine Kinder manchmal schwer. Aber durch Gott seinen Geist haben wir ein Verhältnis mit Gott, wir haben Gemeinschaft mit Gott und wir wandeln mit am Tag. Das ist nicht bloß für das Leben auf dieser Welt, wo wir uns mit Gott Gemeinschaft haben und uns beschaffen. Wir beschaffen uns in das Leben mit der Ewige und einer Versicherung in der Zukunft. Uns ist dort versprechen, dass uns stoffliche Körper wird weiter zum Leben kommen, wenn die vom Tod abstunden wird. Und Paulus redet noch wieder in Vers 12 und 13, aber 14 sagt er so, Brüder, dann ist dort nu so, Schildner sind wir, aber nicht am Fleisch, dort wir nur leben machen. Wenn die so leben, als das Fleisch verlangt, muss je sterben. Aber wenn die durch den Geist, das Sinnliche in den Tod merken, wo je leben, die von Gott sein Geist gelehrt worden, sind Gott seine Kinder. Das ist ein sehr wertvoller Schriftschnitt hier. Wir können nicht Gott treu tun oder Gott im Wort Vergeltung sein. Du hast von uns das genommen, was wir dort verdienen. Wir können am Gehorsam sein, wir sollen am Gehorsam sein, aber nicht, dass wir ein klein bisschen Kredit abarbeiten oder irgendwas nicht. Wir sind Schuldner, wir wollen immer Schuldner bleiben wie arm. Aber das ist das, was ich geplant habe. Was hier klar rauskommt, ist, es sind bloß zwei Richtungen, in die wir gehen können. Wir können uns für Gott entscheiden, oder gegen Gott entscheiden. Und all die anderen Richtungen sind gegen Gott. Das ist bloß ein Weg, was Jesus bringt. Die Welt wird gieren sein, wenn die Menschen würden sich ab der Welt verloten oder ab Erdgedeehen verloten, aber die Welt kann uns nicht nur Gott bringen. Wenn Gott sich jetzt uns leiden, dann haben wir Leben und dort wies sich rüht, indem dort wir uns am Hand drehen. Er sagt in Vers 15 wieder, aber in Vers 17 sagt er so, Sie haben nicht ins Glauben jetzt gekriegt, dort die ihn fürchten machen. Sie haben in jetzt gekriegt, durch den Gott ihn annimmt aus Kenia. Mit Gottes Familie. Und je am anderen aus Vater, Leiber Vater.
Der Geist selbst gibt unseren Geist das Zeugnis, dort wie Gott seine Kinder sind. Sind wir über Kinder, dann sind wir Gott seine Orven und Christus seine Mitorven. Dort erst, wenn wir mit Amtop leiden, dort wir auch mit Amtop verherrlicht worden. Da wird nochmal gesagt, wenn ein Mensch nur Arbeit segnet, dann weiß er nicht näher, was er wird einnehmen wollen, oder was die Möglichkeit, wo ich einen Job kriegen, oder wo ich nicht kriegen. Also wird nochmal gesagt, dort ist nicht, was du kannst, dort ist, wem du kannst. Mit Gott ist es so. Wir können die ganze Schrift auswendig kennen, wir können uns ganze Leben in der Kirche fahren, wir können all die guten Worte tun, aber wenn wir mit Gott nicht Gemeinschaft haben, dann ist da noch eine Trennung und dort viel zu fixen. Das hat nichts mehr zu tun, wo wir sind begabt, wir sind und so weiter. Das braucht ein Verhältnis, auf Englisch sagen wir, ein Relationship. Und er nennt das hier, wir sind dann seine Kinder. Ich will das hier schließen und ich will bis diese Karte-Geschichte vertellen. Was Jahren 3 dann, wie ich meine Früh bereisen, wie die dann in die Kirche mir rechten, wie ein junger Mann befreit, hat eine Familie. Und dann wieder schwor zwischen Arm und Gott. Er wie so abgebracht, dass er muss sich das verdienen. Er wie so abgebracht, dass er muss gute Dinge tun, dann wird Gott mit ihm zufrieden sein, wenn Gott mit ihm zufrieden wird, dann vielleicht wird er eine Chance haben, im Himmel zu kommen und so weiter. Viele von ihnen ist das sehr gut bekannt. Und er wie sich nicht sicher. Er weiß nicht, was das passieren wird, was das nochmal werden wird mit ihm. Als ich mit ihm rede, dann sehe ich so, ich sehe, du hast kleine Jungs, ja, er hat kleine Jungs. Ich sehe, so wenn du ins Haus von aber in Haus kommst, nicht was die haben sich gejagt den Dach und sind nicht Geschmack gewesen, und kostet was, läufst du dir dann weniger, als wenn du den Geschmack gewesen, na nee, sehe ich, dort hast du nichts mehr zu tun. Dort komme ich gut für das sein dort. Dann sehe ich zu ihm, so du und deine Jungs noch kicken, dass du das nicht nur aufschätzen, als sie sind Geschmack gewesen oder nicht Geschmack gewesen, es sind nur aufschätzen, wer du bist erfuhr, so musst du Gott noch kicken. Dann sehe ich, du hast noch keinem so gedacht. Ich sehe, so sollst du dir überdenken. Wir müssen an uns so noch kicken, als Jesus an uns noch kicken wird. Mit seinen Augen. Durch sein Wut müssen wir uns noch kicken. Wir müssen an uns so noch kicken, als Jesus an uns noch kicken wird. Und dann können wir vorwärts gehen, können wir Frieden haben, und können wir Mut haben, und können wir Frieden haben. Und dann können wir uns zu freuen, was kommen wird, und dort freuen, jetzt auch alles scheinen. Weil wir noch beten. Dankeschön, Vater im Himmel, für deine Liebe zu uns. Wir sind dein Ebenbild, du hast uns live. Meist wie jemand wollen verstehen können, erfahren können. Wir beten, du wirst mit uns sein, uns die Kraft und die Mut geben, die Not zu wandeln, die Not zu folgen, dass du uns fähig geschrieben hast. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön.